Also seitdem begrüßen wir natürlich dieses Projekt, und das zu 100%, weil es gibt schon über 13 Jahre von diesem Projekt geschwärzt für ein neues Gebäude, und soll es alles Realität gehen. Ich meine, dass ich das gesagt, wir sind froh, dass es Enker soll irgendwann gebaut gehen. Das ist so wichtig für den Norden. Mit das Gesetz hat ein Klumphaus. Und das ist ein Terrain, den der Staat noch nicht tut. Und aber mussten wir zu diesem Terrain für 15 Jahre wären schon 2 Verhandlungen am Gange, für diesen Terrain zu kaufen oder zu kriegen. So ob die Antwort von einer parlamentarischen Frau von meinem Kollegen Köppe-Jamp, das war aber damals noch für eine andere Lycée. Die halt programmiert war, bis heute ohne Resultat, zu bieten, für das für Google, mir sehr möglich. Und der Preis, was wir auch mittlerweile haben. Es wäre mal interessant zu wissen, wie halt die Verhandlungsbasis sind vom Preis, was der Staat den Proprietären offerieren. Ich meine, das kann man nicht öffentlich machen, das ist im Resilienz. Ich meine, es wäre aber mal wichtig, wenn die Einzelzahlen an der Finanzkommission, wo diskutiert gehen, für das Demokratie kriegen. Die einen so und einem so, die anderen so und einem so, aber das Vorrecht, das weiß man nicht. Und ich meine, das würde mal geklärt gehen. Mit diesem Gesetz geht der Weg von der Utilität publik, Druck gemacht auf Terrasverhandlungen, das also weh, die wir als ADR nicht können akzeptieren. Das Beispiel kann Schulmann für andere Projekte. Es soll ihn fair verhandeln, an druckvoll verhandeln, an eine Enteignungsprozedur soll die letzte Weg sein. Sogar als wir froh sind, dass der Nordstaat Lycée kennt, wir mussten es aber auch aus den Gründen enthalten, weil für uns die Enteignungsprozedur die letzte Weg, den sie gehen. Wir sind 100% d'accord mit dem Lycée, wir geben noch Stimmen, wenn die Enteignungs-, also wenn den Terrain dem Staat gehören, dass wir als Satisfaktion gehen, aber weil das nicht ist, muss man es bei diesem Projekt enthalten, für das Beispiel kein Schulmächten noch besser.